So, leider gibt's nicht so viel an Märchenbuch, was wir freigeschaltet haben. Immerhin einen aktualisierten Eintrag zu Blaubart, so wie ich das sehe. Wir gehen mal drauf, ich lese vor. Also das war jetzt unter Episode 2 die erste Folge. Die Inträge. Scheinbar haben wir da schon was übersprungen. Oh, das Verschloss. Ich habe wohl irgendwie... Naja. Wer wissen will, wie wir dazu gekommen sind, gucke euch Wolf Among Us Episode 2, die erste Folge an. Darauf passiert jetzt der Intrag. Aller gut. Blaubarts Gnade. Blaubarts letzte Frau. Nach einer langen Reihe von Eheschließungen, die allesamt damit endeten, dass die Frauen auf rätselhafte Weise verschwanden, war Blaubarts letzte Frau in den Heimatlanden ihm gegenüber verständlicherweise misstrauisch. Eines Tages begab er sich auf Reisen und ließ sie allein in seinem Anwesen zurück. Sie durfte alle Zimmer frei betreten, aber musste ihm versprechen, dass sie nicht die Kammer im Erdgeschoss öffnen würde. Wie zu erwarten, brach sie ihr Versprechen und fand seine vermissten Frauen. Als Blaubart zurückkehrte, wusste er, dass er sie töten musste, bevor sie sein grässliches Geheimnis enthüllen konnte. Es gelang ihr, ihn zu überreden, ihr einen Moment zum Gebet zu lassen, was er ihr zögerlich gestattete. Dieser kleine Akt der Gnade gab ihren Brüdern genug Zeit, um sie zu retten, und Blaubarts Verbrechen kamen ans Tageslicht. Ja, das ist quasi die Kurzform vom... War das Blaubart? König Drosselbart? Irgendwie sowas oder so? Irgendwie so hieß das doch. Okay, dann soll es das zur ersten Folge von der Episode 2 gewesen sein. Morgen geht's weiter mit der zweiten Folge zu Episode 2 von Wolf Among Us. Bis dahin. Lebet fröhlich und lange oder so irgendwie heißt es doch eine Märchen. Tschö.